So, Mr. Science, du musst ja aber kein Kurs gegen den Velosprofi. Ma ja Dach, ich fuhren haut mam Alex Kirsch, hai vom Pafendal bis rob op de Kirch Birch. An dir muss troden, wéi de Kurs ausgeht. Echtens, ich kommen lang für Alex und weil ich die schließlich ein bisschen wie alle und ein bisschen wie erfahren. Zweitens, wir kommen genau zum selben Moment an. Oder drittens, den Alex ist lang für mir am Ziel. Ist sie für das dritt? Bereit? Ja. Okay. Beim Joseph schießt der Bolz bis auf 180 an Blut, während dem Alex noch ziemlich steif bleibt. Den Alex fährt wie Wakebierstoff. Der Joseph hat natürlich keine Chance mehr, packt ihn die Wahrheit drauf. So ist Joseph. Wie was tust du dir das an? Aber ja, an meinem Experiment von Haut will ich gucken, was den Unterschied ist zwischen so einem Spitzensportler wie ihm und einem Nicht-Sportler wie mir. Du siehst viel offensichtlich Unterschiede. Lass mal gucken. Du bist 14 Jahre mehr alt, du hast 14% mehr Fettmasse und du bist über 16 Kilo mehr schwer. Du musst 2 Stunden Sport pro Woche und den Alex über 25. Dafür isst du 500 Gramm Schokolade pro Woche. Und du, Alex? Ja, aber einmal am Jahr werde ich Faustreck kriegen. Und das sind nach lang nicht alle gute Unterschiede. Ich habe mir am Sportslabor zu ein Genetbild von meiner Fitness machen gelassen. Der Joseph wird verkabelt für ein Genetbild für seinen Herzparameter zu kriegen. Und dann muss er auf einen sogenannten Velosergometer, einen performanten Home-Trainer. Alle 3 Minuten muss er 50 Watt Leistung mehr drücken und er wird immer an die Dauer gepickt. Nur 3 Minuten bei 250 Watt ist bei ihm Schluss. Was muss ich noch genau? Wir messen die Laktatkonzentration in Ihrem Blut und das gibt uns eine Aussage über Ihre aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit. Okay, und was heißt das genau? Ja, das heißt letztlich, wie viel Energie kann Ihr Organismus mit Hilfe von Sauerstoff produzieren. Und wenn ich jetzt viel Laktat in meinem Blut habe, ist das schlimm? Das ist nicht schlimm, aber das zeigt, dass Ihr Organismus dann übersäuert und im anaeroben Bereich arbeitet. Und wenn man vernünftiges Ausdauertraining machen will, sollte man im aeroben Bereich, also mit Sauerstoff, bleiben. Ja, wir haben ja mal jetzt Ihre Leistung verglichen mit der vom Alex Kirsch. Und hier sehen wir dann, dass der Alex Kirsch einmal eine viel höhere maximale Leistung auf dem Fahrradergometer gebracht hat als Sie. Er hat nämlich 3 Minuten 400 Watt gemacht und Sie natürlich etwas weniger. Und wir haben jetzt hier die sogenannte Laktatkurve mal gegenübergestellt. Und die rote Kurve ist die von Alex Kirsch und das ist Ihre hier. Und wir sehen, dass die Alex Kirsch-Kurve viel weiter rechts von ihrer gelegen ist. Das heißt, er schafft es bei gleichem Laktatspiegel eine viel höhere Leistung zu erbringen. Okay, kann man denn sagen, dass Alex Muskeln viel mehr Sauerstoff aufnehmen? Ja, in der Tat. Die Muskeln nehmen deutlich mehr Sauerstoff auf als Ihre zum Beispiel. Aber nicht nur die Muskulatur, auch der Stoffwechsel verändert sich, das Herz passt sich an, die Lunge passt sich an, auch die Blutgefäße passen sich an. Der ganze Bewegungsapparat, der ganze Organismus passt sich an Leistungssport an. Es geht also gut nicht einfach für mich, für den Alex zu gewinnen. Mir schon aber doch schon so eine kleine Idee. Und das probieren wir aus. Adi, merci. Okay. So, okay. Schon da De La Rosa gepackt. Ja, perfekt. Voilà. Und nach der Seite. Oh, du übertreibst aber. Gesehen, so, das wird Wissenschaft. Okay. Weil ich dem Alex lo Gewicht ugedien, das ist ungefähr 18 Kilo oder das als Gewichtsdifferenz. Und wie dat dem Alex den Muskeln viel besser Sauerstoff abholen für die Energie zu verbrennen, geht lo seine Sauerstoffzufuhr ein bisschen erschwert durch die Schnorche. Und dann ist es ein bisschen mehr faire Kampf. Hast du bereit? Ich bin bereit. Okay. Alles kaum vorstellbar, dass in diese Konditionen nach den Bierger abkönnt. Soll der Unterschied vom Top-Sportler zum Nicht-Sportler so groß sein? Oder aus dem Mr. Science just drauf aus, für mit alle Mitteln zu gewinnen? Mal gucken, wie es ausgeht.
Boah. Ich war ein bisschen mehr knapp. Das geht ja mehr. Boah, ich weiß nicht, wie es immer ist. Ich muss da wirklich felicitieren für den Licht. Ja, krass. Merci, es war effektiv ein gut Stück mich schwer mit dem Gewicht am Rücken. Und dann mit dem Schnorchel am Mund kriege ich gar keine Luft. Den, wie ich den attackiert habe, war es richtig schwer. Ich meine, am Velo, du hast keine Chance gegen dich. Aber dafür habe ich noch etwas mitgebracht. Und zwar machen wir den nächsten Kurs hier am Kilo-Sudoku. Okay? Okay. Was machst du? Ja, ich mache mit, wenn du dann aber auch mich schwer gemacht hast. So mal du schreibst an als Spiegelschrift. Ich meine, fängt nicht einfach von 4 an. Ich meine, mir so einfach, Schiffrin hat sich Stärken und sich Schwächen und los mal dabei. Okay. Ade. Ciao.